Genau. Da ist schon Daisy Fitzroy tot. Oh. Oh. Ah, sehr schön. Der Riss steht aber noch. Sehr gut. Deal ist Deal. Bringen Sie mir die Haarprobe. Ja, schon gut. In Riss springen. Alles klar. Na dann. Zurück nach Rapture. Ich hatte das Partikel zum Anheben des Kaufhauses, aber ich wusste noch nicht, wo ich es platzieren musste. Trophäe erhalten in Kupfer. Haarig. Die hübsche Dame legt die Haarprobe in die Rohrpost und das Geschäft ist perfekt. Gut. Was ist da draußen los? Blutvergießen, Gewalt, aber für uns nicht von Bedeutung. Na dann. Bitteschön. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Su Chong, wir hatten einen Deal. Öffnen Sie das. Ups. Wissen Sie, wie man jemanden nennt, der ungebeten in anderer Leute Häuser einnimmt? Ein Einbrecher. Und ich erinnere mich nicht, Sie in meine Stadt gebeten zu haben. Ich hatte eine Abmachung mit Su Chong. Diese Chong ist mein Angestellter. Es stand ihm nicht zu, diese Abmachung zu treffen. Was wollen Sie? Ich habe Atlas und seinen Schergen einen Zufluchtsort gewählt. Doch sie wollen sich meiner Großzügigkeit entziehen und Sie lassen sich vor ihren Karren spannen. Statt Zuflucht sollen sie nun also den Tod finden. Reiche einem Parasiten den kleinen Finger und er will gleich die ganze Hand. Ich suche nur ein Mädchen, das mir genommen wurde. Eine Little Sister. Ich behaupte nicht zu verstehen, wer oder was sie sind. Aber ich weiß, sie sind etwas Besonderes. Sie wollen ins Geschäft kommen. Ich lasse Ihnen also die Wahl. Arbeiten Sie für mich oder sterben Sie zusammen mit Atlas? Ohne das Mädchen gehe ich nicht weg. Sie wollen eine Little Sister, das sollte unserem Geschäft nicht im Wege stehen. Ich habe Dutzende von ihnen. Ich gehe nicht ohne sie. Meine Männer stehen bereit, um die Tür einzutreten. In 60 Sekunden stürmen sie den Raum. Sie werden sie entweder wie eine geschätzte Angestellte von Ryan Industries behandeln oder wie eine hergelaufene Einbrecherin. Na toll. 60 Sekunden. Das ist mindestens ein halbes Dutzend. Ich muss mich vorbereiten. Okay. Fallen. Ich kann Plasmide als Fallen verwenden und im Raum verteilen. Ich muss mich irgendwo verstecken und sie aus dem Hinterhalt nacheinander ausschalten. Oh Gott. Sind sich unterschätzt, Elizabeth. Wie alle anderen auch. 40 Sekunden. Wissen Sie, was ich in Ihrem Gesicht sehe? Unsicherheit. Was bedeutet Ihnen dieses Mädchen? 30 Sekunden. Wissen Sie, warum Haie so wichtig sind? Sie befreien die Meere vom Ballast der Schwachen. Diese Alter. Männer, die gleich kommen, haben viel gemein mit diesen majestätischen Tieren. Nett. Denn was Haie für den Ozean tun, das tun diese Männer für Mensch. 20 Sekunden. Ich verlange Ihnen etwas, das Sie sicher schon ahnen. Atlas hält sich nicht der Absprachen. Andrew Ryan schon. Ich kann Ihre Sally nicht retten, aber ich kann Sie retten. Ja, aber um die Sally geht's mir, du Nix-Checker. Die Zeit ist um. Sie sind keine Heldin. Sie sind nicht mal ein Parasit. Sie sind ein Dummchen. Und Andrew Ryan hat keine Zeit für Dummchen. Na dann. Okay. Weißt du, wie viel Ärger ich dagegen hatte? Hey. Glaub nicht, dass du dich verstecken kannst. So. Das war's mit dir. Das ging ja relativ fix. Du bist geliefert. Ups. Ah, okay. So einfach geht's dann doch. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. So. Der latscht rein, der Idiot. Und ist tot. Blöder Penner. Hättest deinen Kopf nicht Noch riskieren einer sollen. tot? Den hast du Noch einer. besiegt.
Aber wir sind nicht alle leichte Ziele. Ja, sagt der dann, naja. Lassen wir das mal so stehen. Okay, da ist noch einer. Bin jo derzeit unsichtbar, insofern kriegen wir das schon hier. Ups. Zurück hierher. Tor hat sich der direkt vor den Weg gestellt. Das Leben ist zu kurz. So. Gut. Das war das. Dann können wir größere Menge auch noch hier. Na Moment, da hätten wir auch noch einer. Den müssen wir wohl so abknallen, ne? Gut, das war der. Ja genau, wir schmeißen noch die ganze habe ihre Haie besiegt, Munition Ryan. raus. Die bessere hat gewonnen. Nur das zählt doch für Sie, oder? Und jetzt lassen Sie mich gefälligst gehen. Ich glaube, der lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Klingt ja, als wäre die Hölle los da draußen. Wie lautet dein Plan? Ich kann das Partikel nicht einfach an der Decke platzieren. Es würde sie sofort durchbrechen. Aber jedes Gebäude in Rapture wurde auf einem Ring im Meer versenkt, der alle Stützelemente miteinander verbindet. Ist ja faszinierend, aber falls du es nicht bemerkt hast, Ryan hat seine Schergen losgeschickt, um uns zu töten. Wenn du also noch ein Karnickel im Hut hast, dann raus damit. Die Stützverbindung ist wohl in Frank Fontaines Büro. Wenn ich dorthin komme, kann ich das Gebäude anheben. Zufälligerweise habe ich dein Büro übernommen. Ich sorge dafür, dass du den Privatlift benutzen kannst. Okay. Na gut. Begib dich zu Frank Fontaines Büro. Scheiß drauf, ab jetzt wird nur noch gerannt. Bin ich in der Stimmung für dieses Versteckspiel? So. Ab jetzt wird nur noch gerannt. Ja. Ich würde ganz gern hier durch. Weil hier ist offensichtlich, ach, Krieg. Okay, immer weiter. Okay. Sind wir hier überhaupt noch richtig? Nö. Natürlich nicht. Okay, hier irgendwo. Okay. Sollen die sich mal abschnetzen? Okay. Da muss ich durch. Ach, in die Lounge. Okay. Ah, ich weiß welchen. Ich weiß welchen Lift. Okay. Irgendwo eine mit braunen Haaren. Kuckucks. Jemand gesehen? Und ich habe schwarze Haare. So. Ich weiß wo. So. Ich nehme mal A hier, ne? Da ist sie. Oje. Und tschüss. Ja, so schnell kann's gehen. Man muss sich immer nicht immer durchkämpfen. Du weißt, Atlas wird. Ich weiß. Und ich bin bereit. Ganz sicher. Es hat einen Grund, So. dass ich hierher gekommen bin. Oder? Sagen Sie, mit wem reden Sie da eigentlich, Miss Comstock? Wäre ich mit den Launen von Genies nicht so gut vertraut, würde höchstwahrscheinlich an Ihrem Verstand zweifeln. Ich weiß so wenig von Ihnen, aber ich vermute, je mehr ich erführe, desto außergewöhnlicher würden Sie mir erscheinen. Sie wissen doch, Atlas will Sie verraten. Und was sind Sie? Mein bester Freund? Sie sind einzigartig in dieser Welt und auch in anderen. Und jetzt führt Ihr fehlgeleiteter Hang zum Altruismus Sie in Ihr Verderben. Es kommt einem vor, als sähe man Isaac Newton bei einem Hausbrand umkommen, bei dem vergeblichen Versuch, seine Katze zu retten. Tja, dann lass mich doch. So. Fontaines Büro. Allerhaupt, ich probiere es jetzt nochmal aus, was hier abgeht. Auch wenn wir jetzt schon, glaube ich, bei 30 Minuten sind. So what? Ansonsten könnte es auch sein, wenn es über 40 Minuten wird, dass das Ganze nochmal zwischendurch gecuttet wird, dass man noch 20 Minuten circa einen sauberen Cut hin und dass es halt mit 20er Episode wären. So what? Ich weiß halt nie, wie schnell die Dinger enden. Oh, cool.
Da, da, da. Alle tragenden Säulen treffen sich in diesem Raum. Und zwar da. Ich muss das Partikel auf dieser Verbindung platzieren und aktivieren. Dann müsste die ganze Konstruktion aufsteigen. Zufällig ist doch was, ne? Ich glaube aber, dann kommt so ein Atlas-Ark stürmt. Von dem wir wissen, wer er eigentlich ist. Tja. Es gibt keinen Plan B. Also bringen wir es hinter uns. Aber das Büro ist cool. Das Büro ist echt cool. Muss echt mal ursprünglich auch eine geile Aussicht gehabt haben. Ja, wie gesagt, falls dann 40 Minuten lang dauert, dann werden halt 2 Episoden draus geschnitten oder ich lasse es als Ends. Schau mal dann. Das werde ich dann bei der Nachbearbeitung sehen. Okay, dann mal los. Ups. Das lief ja noch recht gut. Es funktioniert. Atlas, spüren Sie das? Sie werden freikommen. Jetzt bringen Sie mir das Mädchen. Ups. Na toll. Hat dir deine Mom nicht beigebracht, dass man fremden, ausländischen Männern nicht Geben Sie mir traut, das wa? Mädchen. Sie bedeutet Ihnen nichts. Da hast du recht. Das Mädchen bedeutet mir nichts. Aber du, Kleine, du bedeutest mir alles. Na toll. Der Raum. Ich hätte wissen müssen, dass Atlas sich nicht an die Abmachung halten würde. Ja. Nur keine Sorge. Sie ist stark betäubt. Tja, es ist soweit. Das Kaschmir ist nur noch Schutt und Asche. Falls Ryan bislang noch nicht kapiert hatte, dass wir wieder da sind, dann weiß er spätestens jetzt. Was hast du mit ihr vor? Wenn irgendwer etwas über das Ass weiß, dann sie. Sieh zu, was du aus ihr rauskriegst. Aber keine Kunstfehler. Mit Heiligenschein und 2 Flügeln auf dem Rücken nützt sie uns nichts. Ich fange an, sobald die Wirkung des Chloroforms nachlässt. Sie Nett. dürfte keine allzu harte Nuss sein. Na klasse. Oh je, oh je, oh je. Wo ist das Ass im Ärmel? Was? Was? Wo ist das Ass im Ärmel? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Was ist der Hören Sie, überhaupt? wir hatten eine Abmachung. Wo ist das Ass im Ärmel? Ich sage Ihnen doch, Natriumthiopental. Weißt du, was das ist? Nein? Ein Wahrheitsserum. Schwer zu dosieren. Nimmt man zu wenig, erzielt man keine Wirkung. Ich kann Nimmt Ihnen man zu nichts viel sagen. davon, stirbt Ich die weiß ja nicht Testperson. einmal, was ein Ass im Ärmel sein soll. Ich suche noch nach der richtigen Dosis. Alter. Oh, was ist jetzt? Diese Welt schätzt Kinder, nicht die Kindheit. Ja. Es gibt etwas zu verdienen und Menschen, die es tun. Oh. Nach dem Bombenangriff auf das Kaschmir fürchteten wir Atlas und seine Schergen. Doch nur ein Narr rechnet nicht mit den rechtschaffenen Bürgern von Andrew Ryans Rancher. Atlas Schergen wurden aus Point Prometheus vertrieben und sind nun in Port Neptune flüchtig. Lobotomie. Nett. Ist noch einmal in einem ganz anderen. Deshalb es sei nur eine Frage der Zeit, bis Atlas Bande die weiße Fahne schwenkt. 2 Wochen. Was? Du warst 2 Wochen im Koma. Verdammte Quacksalber. Nicht besser als eine Horde Affen. Ich sollte sie aus dem Gefängnis befreien. Haben Sie erwartet, dass ich auch Ihren Krieg für Sie gewinne? Kümmere dich mal lieber um deine eigenen Probleme. Also, Schätzchen. Du hast doch angeblich Su Chong in seinem Labor assistiert. Dann sag mir doch einfach, wo finde ich das Ich Ass im weiß Ärmel? nicht, was das Ass...
Wie ich schon sagte, ich bin kein Arzt, aber ich interessiere mich sehr für das Thema Medizin. Ich lese regelmäßig sämtliche Fachzeitschriften. Ich hoffe, jemand hilft Ihnen mit all den langen Wörtern. Weißt du, wo im Gehirn der freie Wille sitzt? Und auch die Verstocktheit? Hier vorne, im Frontallappen. Nun, ich finde, man kann durchaus sagen, dass du etwas verstockt bist, oder etwa nicht? Oh Gott. Ein gewisser Steinman hat mir da einen Trick gezeigt. Er ist ein bisschen verrückt, aber ein guter Chirurg. Er nennt diesen Eingriff transorbitale Lobotomie. Ja. Haltet sie fest, Jungs. Sie verschwenden Ihre Also, Zeit. halt jetzt lieber still. Denn sonst kann ich leider für überhaupt nichts garantieren. Ach du Scheiße. Okay, also dann... Spürst du das? Ich bewege den Pickel entlang des Augapfels. Oh, schön stillhalten. Und setze ihn am Schädelknochen an. An der Stelle ist nur etwa ein halber Zentimeter Knochen zwischen dem Pickel und deinem Frontallappen. Und da kommt dieses Dingelchen. Ich ins weiß Spiel. nicht. Das war nur leicht angetippt. Gott. Aber noch ein paar solcher Schläge, dann ist der Knochen durch und ich bin in deinem Gehirn. Und dann bist du wahrscheinlich gleich ein bisschen weniger verstockt. Wo ist mein Ass im Ärmel? Ich weiß es nicht. Hören Weißt Sie? du, was da noch sitzt im Frontallappen? Die Kreativität, die Individualität, die Persönlichkeit. All das, was dich ausmacht, sitzt dort. Jetzt ist der Knochen gleich durch. Alter, sein Letzte krankes Chance, Schwein. Baby. Wo ist das Ass im Ärmel? Was passiert sonst? Sie machen mir ein Loch in den Kopf und stehlen mir meine Erinnerungen. Sie wollen, dass ich all das hier vergesse. Sie wollen, dass mir all das hier gleichgültig wird. Nur zu. Sie tun mir einen Gefallen. Oh! Bringt mir das Monster! Du willst hier die Heldin spielen, was? Ich kann nicht das Einzige zerstören, was an dir einen Wert hat. Aber ich krieg dich schon noch zum Reden. Verlass dich drauf. Na, meine Kleine. Sag mal, kennst du den Ausdruck transorbitale Lobotomie? Alter. Das ist ganz simpel. Ich steck dir einfach etwas wie diesen Pickel hier in ein Auge. Bitte, ich Und weiß nur ein doch paar nicht. leichte Schläge mit dem Hammer. Ich führ's dir einfach mal vor. Bitte nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Bitte! Ach du Scheiße. Alles in Ordnung. Es ist okay. Hör zu. Alles Ich kann ihm doch nicht verraten, was ich nicht weiß. Wo sind wir? Du hast alle Türen gesehen. Und das, was hinter diesen Türen liegt. Das Ass im Ärmel. Es ist hier? Ja, Aber ich erinnere mich nicht an diesen Ort. du warst auch noch nie hier. Und wie soll ich dann... Deine verlorenen Erinnerungen betrafen nicht nur Vergangenes. Du hast hinter alle Türen geschaut. Auch hinter die, hinter denen die Zukunft liegt. Dort gehe ich hin. Wenn du willst. Hier. Hier gefällt es mir nicht. Es ist ein schlimmer Ort. Er lässt mich niemals gehen, oder? Selbst wenn ich ihm das Ass bringe. Warum bin ich dann hier? Wenn ich so schlau bin, wenn ich so viel erlebt habe, warum schicke ich mich dann selbst in den Tod? Für Sally. Nein, eines Tages wird er sie aufschneiden und ihr das Adam aus dem Leib reißen. Es war alles umsonst. Warum habe ich das alles getan? Warum? Es liegt jetzt bei dir. Was liegt bei mir? Ob du dir selber vertraust. Ich kann dir den Grund nicht sagen, weil du dich nicht mehr daran erinnerst. Aber du wolltest herkommen. Dahin. In diesen Raum. Das Ass. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Booker. Booker? Booker! Nein, bitte! Bitte lass mich nicht allein hier! Booker! Oh Gott. Sally wieder. Und lass mich rotes Ass im Ärmel ist wahrscheinlich Jack Ryan oder sowas. Suchongs Klinik! Es ist in Suchongs Klinik.
das ist aber sehr praktisch. Ryan hat alle Geschütze dort auf den Gencode von mir und meinen Männern programmiert. Wir wären tot, bevor wir 10 Schritte machen könnten. Das ist richtig. Deshalb werde ich es Ihnen holen. Oh. Sind Sie einverstanden? Bring mir das Ass und du kriegst die Göre auf dem Silbertablett. Bringt sie zu meiner Tauchkugel. Yes, das ist ja leid. Geht doch noch weiter. Ich hätte jetzt echt gedacht, wir wären schon am Ende. Heidewitzka, da muss ich aus der Episode trotzdem 2 Episoden basteln. Also sorry dann, wenn es keine gescheite Begrüßung Einer gab. von meinen Jungs zeigt dir, wie du reinkommst. Alter. Wir warten da, wo du rauskommst. Ist Und das, jetzt Beeilung. ist das Der ein hasst Scheißkerl. Zauberer. Ist das ein Scheißkerl. Ja, wie gesagt, sorry, wenn es an der Stelle dann keine gescheite Begrüßung und Verabschiedung gab im letzten Teil, was die Verabschiedung angeht und in dem Teil, was die Begrüßung angeht. Aber ich wusste ja echt, inwieweit wir noch entfernt sind und habe gedacht, das wäre jetzt möglicherweise schon das Ende. Von daher mache ich jetzt an der Stelle aber wirklich mal einen sauberen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.